willkommen zur Hour of Prayer. Wir haben gerade schon festgestellt, dass der Song, der vorne lief, hieß Waves of Love, glaube ich. Waves of Love. Mega, mega schön. Das ist doch die perfekte Einleitung auf das Thema, über das wir heute sprechen werden. Hey, mit mir im Studio Melissa. Mega schön, dass du da bist. Dankeschön. Hey, Melissa, du bist im ICF auch angestellt. Was machst du im ICF? Ich leite die Kleinsten, 0- bis Kleinsten. 2-jährig, das Baby World. Mega, mega schön. Was bedeutet das für die Leute, die jetzt vielleicht nur online da sind und noch nie wirklich vor Ort waren? Was bedeutet das genau? Also wie sieht es bei uns in der Church aus? Das heißt, du kannst als Mutter oder als Vater dein Kind abgeben in der Zeit, wo die Celebration ist und kannst oben auftanken. Mega und cool. Wir schauen auf dein Kind. Mega cool. Das heißt, du hast dann wirklich 0- bis 2-Jährige, die mit dir und deinem Team dort spielen, Spaß haben. Ja, wir geben unser Bestes. Mega cool. Mega, mega schön. Hey, wir sind wir sind jetzt in einer neuen Serie drin. Diese Serie geht einfach um das Thema Beziehungen. Und wenn du die Message noch nicht gehört hast, hey, dann nach der Hour of Prayer geh nochmal zurück und hör dir die Message an. Wir hatten nämlich eine fantastische Message von Michi und Sarah Sieber zum Thema Beziehungen und ich glaube wirklich, dass es einfach eine Message war, die wirklich eindrücklich war, weil es darum geht, was glückliche Beziehungen überhaupt ausmachen. Und sie als Ehepaar, was ich mega, mega cool fand, dass sie als Ehepaar dort einfach eingestanden sind und gesagt haben, sich auch bei sich mit reingenommen haben und gesagt haben, hey, wir öffnen uns und erzählen so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie es bei ihnen war. Deswegen mega, mega cool. Geh zurück und hör dir die Message an. Aber die Message ist nicht nur für Ehepaare, sondern auch interessant, wenn es einfach um Freundschaften geht, weil es auch dort einige Dinge gibt, die man dort lernen kann. Eine der Sachen, Melissa, die beiden angesprochen haben, ist, sie haben über eine Kiste geredet. Mit Hoffnungen, Träumen und Wünschen war es, glaube ich. Ja. Du bist seit wie vielen Jahren verheiratet? 18 Jahren. 18 Jahre. Wir sind jetzt 10 Jahre dieses Jahr verheiratet, meine Frau und ich. Also wir so haben jetzt, schön. mega cool. Und wie ist es für dich mit, habt ihr die Message zusammen geschaut als Paar oder wie habt ihr es gemacht diesen Sonntag? Ja, wir konnten sie zusammen hören Ja. und es hat uns gleich angeregt, Ja. zu sagen, komm, wir machen auch mal so eine Kiste. Und wie ist es gelaufen? Ja, am Schluss haben wir dann gehört, dass wir ja die Erwartungen Ja. auskippen wieder sollen. Ja. Wir haben es noch nicht gemacht. Noch nicht wieder ausgekippt oder noch nicht voll Beides. gemacht? Sehr gut, sehr gut. Ja. Mega gut. Hey, wenn vor 18 Jahren, sagst du, bist du verheiratet, wo ihr also geheiratet habt, hast du Hoffnungen, Wünsche und Träume gehabt, die vielleicht nicht in Erfüllung gekommen sind oder die schwierig waren? Ja, das gab es bestimmt. Ja. Ich hatte auch ein anderes Bild manchmal von den Ja. Träumen und wenn man dann verheiratet ist, ist Ja. manchmal doch alles anders. Ja. Wie bist du damit umgegangen? Ja, es war nicht so einfach. Man muss ja immer wieder darüber reden, Ja. bis dem Gegenüber, also nicht nur bei mir, auch bei ihm, Ja. immer wieder darüber, bis man mal versteht, das ist wirklich ein Traum, Ja. der ihr oder ihm sehr wichtig ist. Ja. Und ja, Ja. so braucht es immer wieder Ja. darüber reden. Ja, mega, mega spannend. Das heißt, es ist einerseits das Reden, welche Rolle hat Gott in dem Ganzen gespielt für euch? Ja, da war erst ich Christ. Ja. Er noch nicht. Ja. Aber, oder auch immer wieder das Loslassen, oder? Ja. Und Vertrauen, dass Gott es anders lenkt oder er es im Griff hat, dass er bei einem ist. Ja. So. Ja, mega spannend, mega spannend. Das heißt dort auch das Gottvertrauen, dass du dann aufbringen durftest und musstest, zu sagen, dass Gott sich um euch kümmert, oder wie? Ja, genau. Ich meine, nur Ja. schon der Glaube, oder? Zu Ja. vertrauen, dass mein Wunsch war es ja auch, dass er zum Glauben findet, was Ja. jetzt passiert ist, Mega Gott sei schön. Dank, ein Ja, mega Riesengeschenk. Aber Ja. da ging es auch immer wieder um Loslassen Ja. und zu vertrauen. Ja, richtig cool. Genau. Ich wusste das nicht, dass er vorher kein Christ war. Ist mega schön jetzt zu sehen, weil ich Ja. ihn jetzt nur als Christ Ja, kennengelernt genau. habe. Mega, mega cool.
Hey, ich finde es cool, wenn du einfach für Leute beten könntest, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, weil du da einfach wirklich, wirklich mitreden kannst. Es ist in Ordnung, wenn du da gerade für ihn beten könntest, weil ich weiß nicht genau, wo du gerade stehst, in welcher Beziehung du vielleicht drin bist, aber lass uns gerade jetzt einfach für die Ehen beten, die in einer ähnlichen Situation sind. Ist das okay? Ja, sicher. Ja, Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du hier bist, dass du jeder, der da eingeschaltet ist, dass wirklich das Herz jetzt offen sein darf. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns alle hörst. Danke, dass du Ehen geschaffen hast. Danke, dass wir ein Gegenüber haben dürfen. Du hast so etwas Schönes, aber auch Intensives uns geschenkt. Ich danke dir so sehr, Jesus, dass du Wünsche in unsere Herzen hineingelegt hast, Träume. Und ja, ich danke dir so sehr, dass wir das haben dürfen, doch manchmal ist es wie nicht kompatibel oder noch nicht dran. Ich danke dir so sehr, dass wir immer wieder unsere Wünsche äußern dürfen, dir gegenüber, aber auch unserem Ehepartner, Ehepartnerin. Ich danke dir so sehr, Jesus, dass du mit jedem Einzelnen bist in der Ehe, dass sie unter deinem Blutschutz sind und dass sie geliebt sind. Und dass du mit ihnen in dem Bund der Ehe mit drinnen bist. Ich danke dir so sehr, Jesus. Jesus, ich habe einfach gerade noch das Gefühl, dass wir einfach ganz besonders für die Menschen jetzt einfach beten sollen, die keinen christlichen Partner haben. Jesus, ich bete für Durchbrüche in dem Punkt. Ich bete, Jesus, dass Vater, dass du dich verherrlichst und dich zeigst in dem Partner, Vater, dass die Leute zu dir finden, Jesus, und die Ehe demnach auch basiert ist auf deiner Liebe, auf deiner Grundlage, Jesus, und dass du der Mittelpunkt einfach sein darfst, Jesus. Ich weiß nicht, für wen das jetzt gerade relevant ist oder anspricht, Jesus, aber ich bete, Vater, dass du genau dort einfach gerade reinkommst, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. Hey, jetzt geht es natürlich nicht nur um Ehe, sondern natürlich auch um allgemeine Beziehungen, weil wir haben natürlich Träume, Wünsche, Hoffnungen, auch außerhalb von Ehen natürlich. Also, und es gibt auch einige, ich habe jetzt gerade im Chat reingeguckt, gibt auch einige, die gar nicht verheiratet sind, was natürlich vollkommen in Ordnung ist. Wie gehst du mit Beziehungen um? Hast du die gleichen Hoffnungen, Träume, Wünsche wie in deiner Ehe oder sieht das anders aus? Nein, da ist es ein bisschen anders. Okay. Da habe ich weniger Erwartungen, weniger Wünsche und Hoffnungen. Ja. Mir ist es einfach wichtig, dass wenn ich die Freunde, die ich habe, dass die wirklich mein Wegbegleiter sind. Die nehme ich auch in meine Probleme, in meine schönen Sachen, nehme ich die mit. Wie auch mein Mann, aber es ist einfach wie nochmals anders. Und das sind auch die, wo einem ja durchtragen, wenn es einem gut oder schlecht geht. Ja, aber dass ich jetzt Erwartungen an sie habe, fühle ich jetzt nicht so. Okay. Ja, mega gespannt. Ist es, du hast bestimmt schon Enttäuschung erlebt in Freundschaften. War Enttäuschung basiert auf Erwartungen, die du gehabt hast? Jetzt muss ich zu schnell. Wenn du keine Enttäuschung erlebt hast, auch super. Ich habe sie vielleicht schon vergessen oder am Kreuz abgelegt. Super. Frag mal weiter, ich studiere noch ein bisschen. Ist gut. Weil mir geht es häufig ähnlich, dass ich jetzt, du hast doch was. Dann erzähl ich gleich. Also frag nochmal. Also die Enttäuschung, die du erlebt hast, vielleicht mit Freundschaften, ist es basierend auf einer Hoffnung oder Erwartung, die du vorher an die Person gehabt hast? Ja, es war so, das war eine sehr enge Freundin und ich habe dann die Kirche gewechselt. Und ich hätte nie gedacht, dass das abhängig ist von der Freundschaft. Und ich habe es immer wieder angesprochen, weil es hat sich dann plötzlich so fremd angehört. Und ich habe immer gedacht, was habe ich falsch gemacht? Ich habe ganz viel immer wieder telefoniert und gefragt, sie soll es mir doch sagen. Aber es war nichts und das musste ich dann wie irgendwann loslassen und Jesus abgeben und sagen, okay, ich kann nichts machen. Ich habe es angesprochen. Vielleicht habe ich auch nichts Falsches gemacht, ich weiß es nicht. Da musste ich es wie stehen lassen. Das ist natürlich schwierig dann, ne? Weil das... Sehr.
Das ist eine sehr, sehr krasse Situation, das Ja. stehen zu lassen und das auch. Wie bist du persönlich damit umgegangen? Weil du konntest es ja nicht mit der Person dann richtig ausarbeiten, so wie es Ja, sich ich musste anhört. es stehen lassen und mein Mann hat mir viel geholfen. Ich Hm. bin da eher emotional Ja. und ich wollte unbedingt mich entschuldigen, wenn ich etwas Hm. falsch gemacht habe. Und dann hat er mir immer wieder sachlich gesagt, sie hat gesagt, du hast nichts Falsches gemacht, Ja. jetzt glaub das. Ja. Und du weißt ja gar nichts. Er hat mich immer wieder auf den Boden Ja. geholt. Ja. Und dafür war ich wirklich sehr dankbar. Ja. Und irgendwann mit der Zeit konnte ich es los. Und auch wenn ich Ja. ihr jetzt begegne, Ja. dann, ja, es wird einfach nicht mehr so, Ja. wie es mal war. Ja. Genau, aber das konnte ich, aber es brauchte schon ein paar Monate. Hm. Hm. Ja, verständlich, Genau. verständlich. Sarah hat mich hier am Sonntag gesagt, dass sie, also die Sarah hat es gesagt, dass sie, ich will es richtig, richtig sagen, Michi schuldet ihr nichts, aber sie schuldet ihm alles. Und das ist so in einer Ehe, ist es eigentlich ja mega schön, grundsätzlich, ne? Wenn der Ehepartner einem alles schuldet, nichts schuldet, aber ich ihm alles schulde. Wie siehst du das? Also der Satz ist wirklich schwierig, bis ich den verstanden habe. Ja. Mein Mann musste mir immer wieder Ah, ja. erklären. Ja, ja. Ich habe sogar einen Screenshot gemacht, weil ich dachte, der klingt gut, aber ich Ja. verstehe ihn noch nicht. Ja. Ja, ich habe gemerkt, wow, das ist es, das müssen wir machen, Ja. aber nur, wenn er denselben Satz, also wenn er Ja. auch keine Erwartungen hat Ja. und mir aber alles Alles schuldet. schuldet. Mhm. Genau. Mhm. Aber dann habe ich schon wieder eine Erwartung. Ja? Irgendwie. Ja, Oder in nicht? gewisser Weise hast du wahrscheinlich recht. Ja, aber wenn man das Bild so sieht, dass ich meinem Partner alles schulde, Mhm. er mir aber nichts, dann tue ich ja meinen Teil, oder? Ja, Und mein Partner würde dann sein oder ihren Teil tun und demnach. ja, aber vielleicht müsste man das wie miteinander abmachen, Ja. gell? Du auch, hä? Ja, voll. Dann Ja, dann finde ich ihn sehr stark, Ja. dieses. Sonst Ja. wäre es für mich ein bisschen schwierig. ja. Wie siehst du es in einer normalen Freundschaft? Da sehe ich es wieder viel einfacher. Okay, warum Ja? einfacher? Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Ja. Der Ehepartner ist irgendwie einfach ein Gegenüber von Ja. einem, wie ein Spiegelbild Ja. oder so. Mhm. Und da hat man, oder habe ich einfach mehr Erwartungen, Mhm. damit die Ehe auch harmonisch Mhm. Mhm. läuft und dass man zu einer Einheit wird, Mhm. was in einer Freundschaft Mhm. anders ist. Mhm. Mhm. Spannend. Ja, Spannend. Ich meine, Jesus hat gesagt, dass er hat alles für uns gegeben. Und das hat er ja auch. Er hat alles Ja. für uns gegeben, ohne dass er etwas zurück erwartet genau. hat eigentlich. Und ich frage mich jetzt einfach, wo du vielleicht auch gerade stehst, in deinen Freundschaften, in deinen Beziehungen, sei es zu deinem Ehepartner oder sei es zu Freundschaften. Ich fände es cool, wenn wir einfach kurz ein paar Minuten uns Zeit nehmen könnten, einfach Stille haben könnten. Ich weiß nicht, ob wir Musik einspielen können, müssen wir nicht, wenn es geht sogar super. So einfach kurz ein bisschen Stille haben und einfach, dass wir sagen, hey, Heiliger Geist, gibt es vielleicht Beziehungen, wo du mir noch etwas aufzeigen möchtest, wo ich vielleicht noch die Beziehung anders angehen sollte, wo ich vielleicht mehr in diesen Punkt reinkommen würde, wo ich der Person alles schulde, aber die Person mir nichts schuldet und wo wir vielleicht einen anderen Ansatz irgendwo haben könnten. Ich schreibe es nochmal gleich in den Chat rein, damit ihr es auch schriftlich habt. Aber lass uns einfach kurz ein paar Minuten Zeit nehmen, einfach sagen, hey, Heiliger Geist, was ist das, was du aufzeigen möchtest? Ich bete noch und dann gehen wir in die Zeit der Stille. Jesus, ich möchte diese Zeit jetzt einfach bitten, oder dass du in dieser Zeit jetzt zu uns sprichst, Vater, dass du uns aufzeigst, vielleicht welche Beziehungen noch irgendwo Arbeit brauchen oder wo wir uns vielleicht anders in die Beziehung investieren sollten, Jesus. Ich bitte darum, dass du uns da jetzt gewisse Sachen einfach aufzeigst und Vater, wir wollen einfach offen sein für das, was du jetzt sprichst.
Jesus, du weißt, wo jeder Einzelne steht. Du weißt, welche Beziehung du gerade aufgerufen hast. Und Jesus, ich möchte dich für Frieden, für Segen, für einfach einen Durchblick durch diese Beziehung jetzt einfach bitten, Jesus. Ich bitte dich, Vater, dass du uns Kraft schenkst, wo wir einfach Beziehungen auch anders angehen dürfen und sollten, Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass wir das nicht alleine machen müssen, sondern dass wir es mit dir gemeinsam einfach machen dürfen, Jesus. Danke dir, Jesus, für die Beziehungen, die wir haben, und ich bete, dass du da einfach reinkommst, Jesus. Vater, ich habe einige im Chat gesehen, die sich einen Lebenspartner wünschen, einen Ehemann oder eine Ehefrau wünschen. Ich bete auch dafür, Jesus, dass du dort einfach die richtigen Personen schenkst. Jesus, für Schwierigkeiten in Beziehungen möchte ich bitten, Jesus, dass du einfach reinkommst, Jesus, weil du wünschst die Beziehung, du hast uns für Beziehungen geschaffen und du möchtest, dass wir gute Beziehungen miteinander haben. Und Jesus, ich bete einfach, dass du reinkommst und dass du der Mittelpunkt wirst, Jesus. Und danke, Jesus, dass du wirklich denen, die Sehnsucht haben, einen Partner fürs Leben zu haben, dass du wirklich die Gelegenheit schenkst, dass sie aufeinandertreffen dürfen, egal wo es ist. Ich danke dir so sehr, Jesus, dass du den Herzenswunsch hörst von diesen Menschen und dass sie ein Gegenüber bekommen und das Leben miteinander teilen dürfen. Und Jesus, ich danke dir auch für die Ehen, wo es vielleicht ein bisschen schwierig ist. Ich bitte dich so, Jesus, dass man mit dem richtigen Ohr hört, dem Partner gegenüber, dass wir offen sind und Interesse haben, welches sind die Wünsche und die Hoffnung, dass das Gegenüber hat. Und dass man das nicht als Angriff oder als Ermahnung hört, sondern dass wir wie möchten, dass das Gegenüber, der Partner, glücklich ist. Ich danke dir so sehr für Barmherzigkeit in allen Ehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, wo du gebetet hast, habe ich an das Seil denken müssen, das Sarah und Michi gehabt haben. Ich finde es, ich glaube, wo du gebetet hast, dass vielleicht wo Ehen Schwierigkeiten haben oder so, es ist häufig so, dass man dieses Seil in der Hand hat. Wenn du es nicht gesehen hast, die Message, dann geh nochmal zurück und schau dir die Message an. Aber wie ist es für dich? Weil du hast bestimmt auch schon mal solche Momente gehabt, wo du entweder in Beziehung oder mit deinem Mann wie so ein Seil und man zieht gegeneinander, oder? Natürlich, wenn ich Recht habe oder Recht haben möchte. Ja, genau. Ja. Aber es bringt ja nichts. Also manchmal schon, aber es ist besser, wenn man loslassen kann. Oder in dem Moment, wo man so zieht, funktioniert wie nichts, wenn man es so anspricht oder mit Druck oder Gewalt. Und wenn man dann loslässt, dann ist vielleicht kann man sanfter erklären, dem Ehepartner, was da los ist. Ist es für dich dann in dem Moment oder lässt du los und dann lässt du erstmal Zeit, bisschen Ruhe reinkommen und dann sprichst du es nochmal an? Zuerst mal mit Gewalt. Ja. Sehe ich. Und dann, aber jetzt bin ich so weit, dass ich es nicht gleich sage, weil ich kenne ja meinen Mann. Man lernt sich ja kennen, da weiß ich, das funktioniert bei ihm nicht. Ja. Dann muss ich es wie zuerst mal sacken lassen, loslassen und dann den richtigen Moment abwarten. Ja, genau. Voll. Ja, richtig gut. Johannes 13, Vers 34 steht, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und Jesus hat uns ja nicht so geliebt, dass er nicht mal das Kreuz über uns stülpt und sagt, du musst jetzt mitkommen, sondern obwohl das, also ich meine, die beste Botschaft der Welt ist, sagt er, in Liebe ist er für uns ans Kreuz gegangen, damit wir die Gemeinschaft mit ihm haben können. Und in Liebe, also er hat das Seil nie angefasst, sondern er hat uns, und wenn wir einander so lieben sollen, dann hat es ja eine dienende Erhaltung, als statt dass wir anfangen,
nur zu erwarten, was ja Ganz genau das ist, oder? Ja, man erwartet ja. Ja, ja, genau. Genau. Ja. Ja, das ist schön. Hey, lass uns aus die letzten Minuten noch genau dafür einfach beten. Ich finde es cool, dass Gott einfach anfängt, unser Herz zu verändern in den Beziehungen. Ich denke da einfach natürlich an die Beziehung zu unserem Ehepartner, aber auch die Beziehung zu unseren Freunden, zu unseren Eltern, zu unseren Geschwistern, vielleicht auch zu einem Arbeitskollegen, dass man einfach schaut, hey, wie kann ich jetzt eine neue Herangehensweise an das Ganze haben, wo es nicht darum geht, dass ich Recht habe oder sondern dass wir klar sind, dass wir einander lieben dürfen und eine, in Englisch sagt man gentle Art haben, eine sanfte, zuvorkommende, eine sanfte Art haben, da irgendwo dran zu gehen, die, genau wie Johannes 13, Vers 34, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Es ist gut, dass wir da nochmal für beten. Jesus, du möchtest, dass wir dir ähnlicher werden, und es ist uns als Church ist es wichtig, dass wir ein Leben leben, das furchtlos ist, das dir ähnlicher wird, Jesus, und das unser Umfeld verändert. Und Vater, es fängt aber bei uns an, es fängt bei mir an, bei meinem Herzen an, Jesus, dass du anfängst, an mir zu arbeiten und dass dadurch andere Menschen dann verändert werden. Und ich finde es sehr herausfordernd, den Vers, dass wir einander so lieben sollen, wie du uns geliebt hast. Einerseits, weil ich es nicht hundertprozentig verstehe, was genau das bedeutet, aber andererseits auch, weil mein eigenes Ego da einfach im Weg steht. Und Jesus, ich möchte dich da einfach bitten, dass du uns einfach zeigst, wie wir genau das tun können, Jesus. Wie wir Arbeitskollegen, wie wir unsere Eltern, Geschwister, wie wir unseren Ehepartner und unsere Freunde begegnen können in einer Art und Weise, wie du uns geliebt hast, Jesus. Ich finde es mega herausfordernd, aber es ist der richtige Weg und es ist der Weg, den du für uns hast, Jesus. Ja, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns hilfst, dass wir jede, egal ob es der Ehepartner, Ehepartnerin oder Freund oder Freundin ist, dass wir jede Person wertschätzen und dass du uns wie immer wieder den Fokus gibst, dass wir jeden Menschen durch deine Augen sehen. Und du hast jeden Menschen anders gemacht. Und dass, wenn wir Erwartungen haben, dass vielleicht eine Freundin oder ein Freund nicht so reagiert hat, dass wir wie wissen dürfen, du hast sie so gemacht, und dass wir nicht die Erwartung haben, dass sie gleich sein muss wie wir selber. Ich danke dir so sehr, dass du wirklich uns den Blick schenkst, dass du jeden Menschen liebst und dass du jeden so kreiert hast, wie er ist. Und dass wir wirklich in der Liebe, wie du uns liebst, wirklich den anderen Menschen sehen dürfen. Ich danke dir so sehr. Amen. Hey, wir sind jetzt in der Beziehungsserie drin, und wir werden es einfach noch vertiefen über die nächsten Wochen. Jetzt kommenden Sonntag wird Leo und Susanne werden uns mit reinnehmen in das Thema Beziehung. Deswegen bleib einfach dran. Lass uns jetzt einfach schauen, hey, was ist das, was Gott tun möchte durch diese Serie, in der wir sind, weil ich wirklich glaube, dass Gott uns für Community geschaffen hat, also für Beziehungen geschaffen hat. Er hat uns dafür geschaffen, dass wir Freundschaften haben, und diese Freundschaften, wir dürfen uns immer wieder verbessern, sowohl wir selber als auch mit unserem Partner gegenüber, dass wir uns einfach verbessern dürfen und immer näher an Jesus Herz ranwachsen dürfen. Deswegen bleib dran. Wie gesagt, wenn du die Message von Michi und Sarah noch nicht gehört hast, dann geh nochmal zurück, schau sie dir an. Ansonsten bleib dran. Die Message-Serie wird wirklich cool werden. Hey Melissa, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mega schön, dass du hier warst. Gerne. Richtig gut. Das ist das erste Mal, dass du bei der Hour of Prayer dabei warst, oder? Ja. Mega cool. Richtig cool. Danke. Hey, wir wünschen dir eine wunderschöne Woche, und wir sehen uns nächsten Sonntag mit der Message von Leo und Susanne. Bis dann. Tschüss.